Das ist nicht unbedingt die Aufgabe von der Gemeinde, Ausstellungen zu organisieren, schon gut nicht der Haienausstellungen. Muss die Gemeinde überhaupt alle Initiativen über Klimaschutz, Kommerz equitabel oder Ungerechtigkeiten steipen, so die eng oder einer kritisch Akkusation oder Remarke, die mal hört, wenn ihn als Gemeinde so Sachen organisiert, die eigentlich atypisch sind für die Gemeinde noch am Kulturbereich, dieselbe Diskussion. Ja, die Gemeinde hat eine Reihe von Pflichten, von obligatorischen Aufgaben am Interesse von der Gemeinde selber, zum Wohl natürlich auch von den Mitbürgern immer zu klären, zu lesen und noch umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich wissen, dass allgemein fakultativ Aufgaben noch kann definieren, also Aufgaben, die optional sind, die nicht zwingend sind, die sie freiwillig kann wählen, die sie da finanziell kann unterstützen, an die sie auch kann helfen zu meistern. Und ist sie froh, dass ich an einer Gemeinde sind, wo quasi atypisch fakultativ Aufgaben auch geholt gehen, an dass wir die aktiv unterstützen, moralisch und noch finanziell. Ich denke nur nicht unbedingt an all die Aktivitäten, die wir rund um den Klimaschutz machen, mir auch die sind nicht notwendig und wichtig, oder als Aktionen rund um den Vivre Ensemble, die wir in den letzten Jahren und nach diesem Jahr oder das letzte Jahr hauptsächlich mit dem Unterschriftenpakt vom Vivre Ensemble verstärkt haben, oder auch rund um Promotionskriterien oder Initiativen, die wir holen am Bereich von der Kultur und dann mit dem Kunsthaus. Nee, ich meine für allem die Politiken an die Handlungen, die sich Solidarität no bannen an no Bausen zu beschreiben losen. Dazu gehört den Umgang auch mit Flüchtlingen, die an als Wirtschaft sollen kommen. Dazu gehören Fragen von der Migration. Dazu gehört doch den Umgang mit den 100 verschiedenen Nationalitäten, die an unserer Wirtschaft mit uns zusammen leben, an der Gemeinde gestalten. Ich denke aber für allem, oder als Aktion Schöffling hilft, die für gut 20 Jahre an Leben gerufen ist, für eben Leute an Not auch können zu helfen. Das war immer eine spontane Aktion, wo eben die großen Tsunami viel Schuld gemäht oder viel Leid brüscht hat. Ich denke für allem auch als Aktion Schöffling hilft, wo Kooperation, und auch als Kooperationen, die wir mit SOS-Fan neuerdings umgegangen sind. Und dann denke ich auch an unser Team, Fairtrade, Schöffling, in Deel von der Equipe aus Rebannen, wo Benevolo mit Herz und Seele für einen guten Kurs schaffen und sich engagieren. Und ich meine, sie kriegen nicht oft genug auch Merci gesagt. All diese Aktionen, oft begleitet oder bereichert durch Privatpersonen oder ASBL, unterstreichen uns Willen hier an der Gemeinde, dass uns Gemeinde durch Mitbürger und Mitbürgerinnen vieles rund um Dignität von Menschen, was enorm wichtig ist, vieles rund um Gerechtigkeit und viel Solidarität und Trulle bringt, das am Endeffekt ein Engagement für Menschenrechte und das am Endeffekt auch ein Engagement für eine bessere Welt. Und da darf, meine ich, eine Administration, wie wir eine sind, der Gewenger Schäferrot, sich nicht an den Abseits stellen, am Gegenteil. Ich bin froh, an einer Gemeinde zu leben, wo vieles lebt, wo die Konvivialität hochgehalten wird, für ein harmonisches Zusammenleben sich angesagt wird, für eine fair und auch open Gesellschaft. Natürlich wohl wissend, dass es nicht immer einfach ist und dass auch vieles nicht selbstverständlich ist, dass das nicht vom selber kommt, dass es immer nicht Impulse und auch Incitationen braucht, für eben darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken, was lebt dann so an der Welt, nicht nur an der, wo ich selber lebe, mehr an der Welt rundherum, mich an der Mitwelt, die du hast. Dafür all denen, die sich das Lebensphilosophie bemühen und engagieren, nach ein großes Merci mit Respekt, mit Anerkennung für ein Engagement, die noch ganz oft, und ich kenne viele Leute, die sich so engagieren, die das ohne Gedäßem, sondern objeweils rundherum hier Person machen. Die Damen und Herren, mit diesem Blick sehe ich auch Präsentation von der Expo Bitter Orange, die zum Thema eigentlich eine Reflexion über das Zusammenleben von den Leuten, über Migration, über die Ausbeutung, über Lebensmittelhandel, die betrieben wird, über fairen Handel, teilweise an Schmengen hier gibt eine Ausstellung gewesen, und das wird den Herr Reckinger besser können durchstellen, wie ich, wo eben das Zusammenspiel von Migration, von Zusammenleben von Leuten, von der Wirtschaft, von der Ökonomie
wo dat op eng Dach relativ kompliziert, brutal, aber auch schwer verständlich, also nicht von ihrer Bilder hier, mir für das, was da geschieht, derweise durchgestaltet. Egal, wen auf jeden Fall die Idee hat, für das Ausstellung auf Schöffling zu bringen, dem gebührt die großen Merci. Ich weiß, dass du gefangen hast am Clubhaus beim Kiosk, bei den Senioren, dass du über die Kommission mit dem Yves Marchi gelaufen hast, nur beim Niki, beim Annigan hier im Service zu landen, an Jitverein, an der anderen haben da ein Merci verdient. Ich will, wie gesagt, nicht an den Detail von der Ausstellung gehen, das kann den Herr Gilles Reckinger besser machen, wie ich den Professor Dr. Reckinger, Schriftsteller, Fotograf und Ethnolog, wie es schafft, publiziert zu den Kehrfrohen unserer Migration, über Prekarität und noch über europäische Grenzregime, und noch über europäische Politiken eigentlich. Die Ausstellung als Resultat von einer Studie, die eigentlich zwischen 2012 und 2014 durchgeführt ging, während engem Obenthalt oder während Obenthalt op Lampedusa, wo viel Flüchtlinge an Schmengen dir kennt, vielleicht Bilder nach, die iwwer de Fernsehmol an als Wohnzimmer kommen sind, durch Stranden ganz viel Flüchtlingen, wollt hier wissen, wat mat den Migranten eigentlich sto geschieht, was sie op dem italienische Festland kommen. Die meisten von ihnen sind Haut oder freier Anhaut als Aide à la Récolte, also als Helfer an den Plantagen engagiert. Traumatisiert mit von der Flucht diese Hanna zu schon, allerdings hoffnungsvoll ob ein bessert erfreit leben, mussten sie relativ schnell erkennen, dass sie eigentlich an enger dicker Sackgasse sitzen, ohne Perspektiven, dass sie an enger Sackgasse stierchen, die ihnen keine Chancen befährt, an ein ehrliches Leben geht. Und die Schicksale gehen am Fongolerei an dieser Ausstellung, und ich das salopp kann ausdrücken, ausgedrückt. Das ist ein hartes Schicksal an einer wirklich blockierter Situation, mit einer absolut schlecht bezahlter Arbeit, mit einer brutaler, katastrophaler Wohnungssituation. An der Regel müssen die Leute so mit Plastikstute sich abwickeln, mit Planen, die sie irgendwo fanden. Es gibt kein Wasser, es gibt kein elektrisch. Und die es gesehen, die machen es wie die 3 Affen, die gesehen nicht, die hören nicht, also sie so noch. Die Leute sind eigentlich ihrem Schicksal, ihrem Trauma selber überlos. Ob die das am Funkel ein Trauma, wo die auf viel Manieren die Dignität von denen Leuten am ganz tief verletzt. Eine Realität, die ihresgleichen eigentlich sicht, geprägt auch durch eine tiefe Verzweiflung, durch ein Sozialkehl, dann noch durch Rassismus. So habe ich den Fund, wo ich Einzelsachen an Dokumente gelesen habe. Und dadurch wohl sind Basis an Rückgrat von den Obst und von der Gemäßindustrie an dem Eck sind. An der Expo geht Lebenssituation, Schicksal und die Überlebensstrategien, die Getei dokumentiert. Das mit Sicherheit, wenn in die Bilder guckt, wenn der Notintervention von Herrn Reckinger hört, ein Neidgesicht von einer Sklaverei. Wir haben das ja nicht mitgemacht. Wir kennen da die Filme, wie in Amerika Sklaverei betrieben gehen, dass viele Leute ausgebeutet sind, viele Leute ausgegrenzt sind und noch niedrig gesehen. Ich meine, noch am neuen Raum von uns gibt es so eine Situation, wie du diese quasi konzentriert auf enger Platz. Es sind Bilder und Texte, die auf eine bewegende Art und Weise vermitteln, dass eine Gesellschaft wo Solidarität mehr wie notwendig ist. Gleichgültigkeit, Arroganz, wie man sie heute an der Politik wirklich erleben, Überheblichkeit, Unterdrückung und Terror dürfen nie gewonnen. Eine Gesellschaft, wo man den braucht, Toleranz, verstehst du mich, braucht den Catch a Smile. Sie lebt auch von der Offenheit und vom Brückenbauen. Nehmen das der Weg zu einer gerechter und solidarischer Welt. Schon, weil ich an Österreich studiert habe, einen Freund gehabt, das war der frühere Außenminister Alvis Mock, der gute Mann aus an der Ewigkeit, den hört, mit dem hatte ich ganz viele Gespräche über andere Situationen, die nur denke, ja, folgendes gesagt, und ich wollte das einfach zum Schluss sagen. Los dich nicht zum Teufel verfeiern, auf von allem, sieht kein Falschen. Sieht immer menschlich, überall da, wo es nötig ist, da wo Leute an Not sind, sieht hilfsbereit und solidarisch. Und von allem sieht immer fair und gerecht unter den einen und noch mit den einen. Weil um einen lohnt es sich,
anständig, ehrlich a korrekt zu bleiben. So, voilà. Schöne gute Noven doch von ménger Seite den Chauffeurgestalt gegen Gilles Recking als mein Name sind Anthropolog, Ethnolog an hun also die Forschung hai zu verantworten an Delo schon vom Herr Burgermeister ganz freundlich an ganz sachkundig auch angefordert ging hast. Darüber können wir geschwind ein bisschen mehr nach schwätzen. Ich bin ganz froh, dass das den Alois Mock zum Schluss rabrucht huet. Ich lebe an Österreich, dat das eng politisch Kaliber wie man se vermissen, net nimmen an Österreich überhaupt an Europa. Ich bin noch froh, dass darüber reflektiert huet of eigentlich so eng Erstellung wie die Haien hier Platz huet an enger Administration, an enger Gemeng. Auch darüber sind ich froh, weil da mat am Fond schon dat fällt op mat dat Spannungsfeld, an dem Reis haut bewegen, nämlich dat, dass die beleit gëtt, die so wie mehr alle Guren, so wie die Algriechen dat schon gesinn hun politisch Wesen sinn, also als Liwen ass wat vu vier ran an zudest politisch ass, dat sind Melichkeiten, die man hunn als ze verbannen, als Interessen zu vertreten, zu Summen zu schaffen, noch ein Studenten zu schaffen, mehr Interessen zu vertreten. Und auf der anderen Seite eben eine Population in Europa, die immer mehr groß wird, von Leuten, die eigentlich just auf das plagische Leben zurückgeworfen sind. Also Leute, die eben kein Recht haben oder kaum noch Möglichkeiten haben, Gehör zu finden. Und das sind die Leute, die mich die letzten über 15 Jahre in der Zwischenzeit schon beschäftigen. Tatsächlich hat du gefangen, meine Forschungen haben angefangen auf der Insel Lampedusa. Da hat es schon heieren, ja, sei es bekannt, sie können immer über die Nachrichten, meistens dann, wenn Boote, die eigentlich nicht für mir gebaut sind, oder für das höchste Meer gebaut sind, wenn die gehen, dann könnte das kurz an das Aufmerksamkeit, und da vergessen wir das doch. Aber das ist eine Realität, ne? Leute, die aus, also von der nordafrikanischen Küste an Europa kommen, das ist eine Realität, die haben wir seit 30 Jahren in Europa. Das ist also eigentlich kein Notstand mehr längst eine strukturelle Realität. Was mich interessiert hat, nachdem sich auf der Insel Lampedusa viel schon geforscht hat, und noch ein Buch geschrieben hat über die Insel, das war eben die Frage, wie geht es mit den Leuten weiter? Und das ist das, was wir hier in dieser Ausstellung gesehen haben, das was wir an diesem Forschungsprojekt gemacht haben. Und da hat es schon hier in 2012 was das losgegangen. Eine erste Version von dieser Ausstellung kommt tatsächlich 2014 raus. Aber hinterher ist das Projekt kontinuierlich weitergegangen, weil die Situation nicht sich geändert hat, die wir hier gesehen haben. Nämlich die, dass wir eben Leute haben, die über das Mittelmeer kommen, an denen wir in Europa eben Zugang ganz lang zur Dignität eben verwehren, an die dann eben müssen mangels Alternative gucken und zu schauen, das hier überleben zu finden. Das ist eine Realität. Hier ist Beispiel von Süditalien. Wir sehen haut Kalabrien in der das die Deck safe vom italienischen Stiefel, also das Festland. Und da geht es also um Orangerekolt. Ich meine, dass es mehr agreeabel wäre, wenn man, so wie man beschwert hatte, vielleicht als Glas und Handtull noch einen Schluck trinken, über dem, wo man dann als ein bisschen das Thema noch mehr genau zusammen angucken.